Randalierende Patienten und Ärzte, die den Sicherheitsdienst rufen müssen. Wenn man auch lang genug in der Notaufnahme ist, kriegt man auch mal eins auf die Mütze. Junge Menschen, die eigentlich nur feiern wollten und Opfer von Maßkrugschlägern werden. So eine Maß am Kopf, ne, und das Blut spritzt alles wie ein Horrorfilm. Noch nie wurde auf dem Oktoberfest so viel getrunken wie dieses Jahr. 6,9 Millionen Besucher tranken 7,5 Millionen Liter Bier. Für die Krankenhäuser bedeutet das nicht nur Arbeit im Akkord, sondern auch Nerven bewahren. Cool bleiben. Es ist 18 Uhr. Dr. Kirchhoff ist schon seit 8 Stunden am Arbeiten. Bis jetzt läuft alles normal. Doch der Facharzt hat schon eine Vorahnung, dass er heute eine der härtesten Schichten überhaupt erleben wird. Samstagabend während der Wiesn wird hier in der Notaufnahme viel los sein. Das heißt, viele Alkoholisierte, die alle hier verarztet werden müssen, genäht werden müssen, geschaut werden muss, ob die irgendwelche Verletzungen im Kopf haben. Dr. Kirchhoff wird mit seiner Prognose recht behalten, auch weil dieser Wiesensamstag der Tag mit den meisten Polizeieinsätzen überhaupt sein wird. Es ist 18:20 Uhr, als der erste Schwerverletzte vom Oktoberfest in der Notaufnahme aufgenommen wird. Der junge Mann blutet stark am linken Arm. Ist das Gefühl hier vorne noch an den Fingern da? Spüren Sie das? Ja, ist wie eingeschlafen alles jetzt. Ja, das ist nicht so gut, gell? Der Mann arbeitet als Bedienung im Bierzelt. Der Unfall war fremdverschuldet. Mir ist das Bein gestellt worden und ich bin gestürzt. Also das beim Abräumen von Gläsern. Also. Hat hier eine stark spritzende arterielle Blutung, mit großer Sicherheit auch den Nervus ulnaris durchtrennt. Das muss man zeitnah, vor allem aufgrund der Arterie, weil er sonst zu viel Blut verliert, operieren. Während der Mann sofort von den Kollegen der Handchirurgie operiert wird, kommt der nächste Patient. Der 25-Jährige wurde zusammengeschlagen und hat über einen halben Liter Blut verloren. Die Übergabe bestand jetzt darin, dass mir gesagt wurde, dass er einen Maßkrug auf den Kopf bekommen hat. Er ist einer von 58 Maßkrugopfern dieses Jahr. Während des Oktoberfests arbeiten permanent 4 Ärzte in der Notaufnahme. Nicht immer ist es einfach, die größtenteils alkoholisierten Patienten zu behandeln. Durchhalten. Hast du nicht? Stillhalten. Ja, man muss ihm irgendwie halt versuchen klarzumachen, dass man ihm nur helfen will. Wenn man selber mal irgendwie schon betrunken war, dann glaube ich, weiß man, wie schnell man da irgendwie vor allem möglichen Angst hat. Und wenn man dann schon irgendwo eine übergezogen bekommen hat, dann ist man umso misstrauischer. Aufgrund der schlimmen Kopfverletzung haben die Ärzte die Befürchtung, dass der junge Mann Hirnblutungen erlitten hat. Deshalb ist eine schnelle Computertomographie des Kopfes unerlässlich. In dieser Computertomographie sehen wir jetzt Gott sei Dank, dass der Patient keine Blutung im Kopf hat. Der Patient ist über die Diagnose erleichtert. An den Tathergang kann er sich nicht erinnern, im Gegensatz zu seinem Bruder, der ihn jetzt nach Hause fährt. Dann habe ich nur Bam gehört, er hat die Maß abgekriegt, ganz hinterlistig von hinten an den Kopf. Ja, und dann ging die Keilerei los. Während meiner Aussage habe ich halt festgestellt, dass der ihn gehauen hat, aus Dänemark ist. Grüße nach Dänemark, kommt nicht mehr auf die Wiesn. Ganz arm. Das ist zumindest seine Version der Geschichte. In der Notaufnahme im Klinikum rechts der Isar wird schon der nächste Patient behandelt. Dieser Tourist wurde von der Bierbank geschubst und sträubt sich gegen die Behandlung. Also, verstehen Sie, Wiesn und Saufen und so, das ist alles total lustig, ja. Aber jetzt, Ich hasse Saufen. ja, aber jetzt geht es darum, dass Ihre Schulter wieder in Ordnung kommt. Und darum sind Sie jetzt ganz brav und arbeiten mit uns zusammen, okay? Ja, hey, du. Perfekt! Moment. Die Verletzung stellt sich als Schultereckgelenkssprengung heraus. Eine OP ist unausweichlich. Das nächste Oktoberfestopfer, ein 50-jähriger Mann, wurde von mehreren Jugendlichen zusammengeschlagen, als seine Frau belästigt wurde. Er hat eine klaffende Platzwunde am Kopf. Zudem hat er Druckschmerzen über dem Kiefergelenk, hat einige lockere Zähne in der unteren Zahnreihe. Deswegen bekommt er es nach der Wundversorgung, ist er schon angemeldet für eine Computertomographie. Und die Computertomographie bestätigt leider den Verdacht der Ärztin. Kiefer ist zweifach gebrochen, hat eine große Kopfplatzwunde und braucht jetzt eine operative Versorgung durch die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie. Als das Gewaltopfer und seine Ehefrau von dem Befund hören, sind sie geschockt. Wo müssen wir jetzt hin? Sag für mich Arschlöcher, tut mir leid. Nicht mehr, oder? Haben nicht mehr verdient. Das ist für mich ein Armutszeugnis, was unsere Jugend betrifft.
Der Familienvater muss im Krankenhaus bleiben und wird innerhalb der nächsten 48 Stunden operiert. Währenddessen platzt die Notaufnahme aus allen Nähten. Unter den Patienten sind auch immer wieder aggressive Wiesengäste, wie dieser Italiener, der betrunken gestürzt ist. Sag ihm, ich hole jetzt sofort die Carabinieri, wenn er jetzt nicht aufhört zu schreien. Kurz später flippt der Patient plötzlich aus und schlägt nach dem Arzt und der Schwester. Das Sicherheitspersonal muss eingreifen. Inzwischen ist es so, dass wir 24 Stunden immer einen Sicherheitsdienst da haben, weil es leider immer Probleme gibt mit Patienten, die irgendwie nicht so krankheitseinsichtig sind. Der randalierende Patient wird dann von der Polizei abgeführt. Er hatte keine schlimmeren Verletzungen. Um 2:30 Uhr nachts ist dann der große Schwung der sogenannten Wiesenopfer vorbei. Irgendwie schaue ich, glaube ich, ein bisschen schlechter aus als bei unserem ersten Interview. Jetzt haben wir so knapp 135 Patienten seit gestern 0 Uhr behandelt. Gute 30-35% mehr als an einem normalen Tag. Das schlaucht schon so ein bisschen. So ist die Wiesn. Der 33-jährige Arzt wird noch bis 10 Uhr morgens in der Notaufnahme Patienten versorgen. Dann erst ist eine der härtesten 24-Stunden-Schichten für Dr. Kirchhoff vorbei.